Dit is een geschichte die ik overzetten doe van Spanisch naar Duits. En die jetzt steht. Du wirst sehr lang terug mal ein sehr reicher Mann. En der hat nicht eine Frau en ook nicht Kinder. Aber der hat een Teil Arbeiter. Nu als dat Nijaha komt, nu dat hij een multitude uitrijden voor zijn Arbeiter alle. En nu heeft hij den Dashroid gemerkt. En bij jeder stad ligt eine Bibel, ook een kwark met geld. Als de Arbeiter sich alle beim Dashstuhl gezet haben, dann sagt de Wirt, nu kan je wählen, wat je nemen willen, de Bibel oder dat geld. Ganz gelassen, sagt hij, nehmt dort wat je wil. De eerste man, der sagt, ja, ik wil hier de Bibel nehmen. Aber, weil ich nicht lesen geleerd, wo ich lieber dat geld neem, dat wat mij meer halt. De tweede man, dat is de wat im Garten arbeitet, dann sagt hij, ja, ik wil ook gern de Bibel nemen. Aber, meine Frau ist krank en mir fehlt dat geld sehr nötig, so ich will lieber dort nehmen. Dann kommt die Frau, die du in der Kirche arbeitet, eten merkt. Dann sagt hij, ich kann lesen, en mir dat schijn lesen, wegen dort sollen würde ich hier in die Bibel nehmen. Aber ich bin so drog und ich schaffe so sehr, ich habe nicht Zeit ein Buch lesen und viel weniger noch die Bibel. Ich will lieber auch das Geld nehmen. Dann zuletzt, dann ist noch die kleine Herzjung. Dann geht die Wirt all vorab und sagt, ja, du bist ein armer Herzjung, du wirst wohl sicher das Geld nehmen, wegen deiner Familie auch arm ist, und die wollen sicher auch ein paar neue Schaufel. Aber mit einer großen Überraschung sagt das Jung, ich weiß, mir fehlt das Geld sehr nötig, und ich würde auch gleich eine schöne Multitude uitrijden für meine Familie für Nijaha. Aber in mir fehlen auch nie Schau, wegen meine Schau sind ganz alt und verbraucht. Aber meine Mama sagt zu mir, dass die Bibel, das Wort Gottes, dass wir das Wichtigste und dass wir das Erste und dass wir so seid als Honig. Und wieder dort habe ich mich noch einmal gewünscht, oder ich habe noch einmal geträumt, dass ich noch mal meine eigene Bibel haben. So ich will die Bibel nehmen. Sehr überrascht kickten die anderen Arbeiter alle nach Arm und so auch die Wirt. Dann nimmt das Jung en mjukt de Bibel op. Dan fängt du an 2 Quarks. En den ersten Quark als een Schackbahn. En du als Geld, mehr Geld ban als en de andere. 10-mal so viel als de andere genommen haben. Dan merkt den anderen Quark op. En du als een Briefbahn. En die Brief die sagt, so steht. Die ja, wer die Bibel nimmt, die kriegt das ganze Habengut, all das Aufgut, was ich habe. Dort ist von den Wirt geschrieben. Mit einer sehr großen Überraschung kicken die anderen Arbeiter alle nur den Jungen und wundern, was der Junge überhaupt für eine Entscheidung gemerkt. Und dann tickt der Junge an in der Bibel und dann fängt er kurz an zu lesen, wie Psalm
19 vers 8. Wat 10. Dat zegt, dem Herrn zijn Gesetz als vollkommen en jafte soll niet leven. Einer kann sich verlaten op dat wat de Herr zegt, en dat merkt de wijs die dat fehlt. Den Herrn seine Befehl zijn reich en merken ons Fried im Hart. Gott seine Geboten zijn rein en merken ons de Eeuwen op. Gottes Volk ist rein en wordt ewig bestonen. Dem Herrn seine Geboten zijn ganz en gar reich en oprechtig. Uit de 11e vers ist er noch. Die sind mehr wert als Gold. Jo mehr als viel echtes Gold. En seiter als frischer, reiner Honig. Dat is zoiets als die Geschichte gaat. En ik dacht er even nu. Is dat niet wat Matthäus 6, vers 33 ook zegt?